Eine neue Ära beginnt bei Splatoon 3 und sie beginnt genau jetzt. Okay, da ist mal ein seltsamer Anfang für ein neues Let's Play. Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen, was soll es überhaupt sein? Es ist eines der historischen Artefakte auf meinem YouTube-Channel und zwar ein sogenanntes nicht Live-Let's Play, Quatsch, also ein sogenanntes Online-Let's Play. Dazu gleich mehr. Wir sehen jetzt schon später an Splatoon 2 gefunden, wenn wir uns das Ganze übertragen. Ja, ihr seht auch schon, ich habe da viel gezockt, sogar schon in jüngster Vergangenheit. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich die jetzt übertrage? Warum kann man die übertragen? Ich habe Angst. Das Importieren von Speicherdaten schaltet die folgenden Boni frei. 3 Gold-Artika zu den Kauf von Waffen, klingt schon mal cool. Du kannst früher an Anarchiekämpfen teilnehmen, klingt auch cool. Tritt sofort in Spieler mit vergleichbarer Spielerfahrung an, das klingt weniger gut. Ja, komm, mach ihn. Dann am ersten Online-Kampf kannst du dir in der Lobby als Belohnung 3 Gold-Artikas abholen. Hä? Warum nochmal im ersten Online-Kampf? Regionaleinstellungen für Splatfest. Das Splatfest ist ein besonderer. Ja, gut, wir kennen die, dankeschön. Region überprüft, ja, Schweiz. Aha, Europa, gut, von mir aus. Ist alles selber. Wir sind zwar nicht in der EU, aber im Zentrum von Europa. Passt also schon. So. Dann zeig mal das Spiel, was du drauf hast. Wähle einen Style. Was nimmt man da? Was nimmt man da? Ich würde sagen, und nicht sagen, bei Splatoon 2 war ich ein Octoling. Ja, komm, hör mal so auf, wa? Beziehungsweise, da habe ich aufgehört, hier war ich so weiter. Hautfarbe, ich bin ja eher einer der hellen Typen. Show me your eyes. Was auch sonst. Mehr Farbe, können ja interessant, dass sie drauf haben. Natürlich meine Farbe nicht, so grünbraun. Natürlich haben sie das nicht drin, ja, super. Obwohl, doch, warte mal. Ja, das passt. Wie trägst du deine Haare? Selten in der Form, muss ich zugeben. Passt eigentlich nicht so, wie ich es aktuell habe, aber ist ja egal. Ja, komm, scheiß drauf. Was für Augenbrauen. Oh, Gottes Willen, ja gut. Das Splatfest-Demo hatten sie ja, beziehungsweise beim Global Test Fire, oder hieß es, glaube ich. Hatten sie ja ähnliche Einstellungen. Der skeptische Blick. So, komm. Was trägst du in den Beinen? Nix. Ja, komm, die. Wow, verschiedene Farben, toll. Zerrissen, passt schon. Passt dieser Umgebung. Was denn ja auch? Jo, Mann, was geht ab? Na dann, wähl deinen Style. Was zum... Jo, Mann, was geht ab? Es sieht so lächerlich aus, nehme ich. So alles spritzig. Und wie? Wir sind ready, Freunde, für ein neues Abenteuer. Im Online-Modus eigentlich. Denkst du, es ist drauf? Dann komm und sag es mir. Und auf dem Weg zum Krater hier ganz schnell die Grundlagen. Ah ja. Was? Ziel auf ihn? Oh, da, die Gyro-Sensor schlagen drauf, super. Lauf ihm nach, lauf ihm nach. Oh, das müssen wir dann umstellen. Waffe über eine Waffe. Was ist eine Waffe? Schau mal, dein Salmini hat er was gefunden. Ja, ich hoffe mal eine Waffe. Komm schon. Ich will zocken. Ich will Tinte verspritzen. Ja, okay. Ein Roller wäre uns lieber gewesen. Kann den auch rollen? Mit eher weniger. Ah. Scheiße, Bürose. Kann ich bitte... Ah, danke schön.
Einfach hochschwimmen. Okay, der neue Move wird ja noch nicht vorgestellt, wa? Angeblich kann man Splatoon 3 Wände noch schneller klimmen. Aber ja, eben angeblich. Wir gehen ganz schnell durch. Währenddessen kann ich vielleicht mal ganz kurz erzählen. Let's Play Online, worum ging es dabei? Zumindest früher. Waren so die goldenen Zeiten. Das war damals so mit Dragon Ball, Raging Blast 3, Yu-Gi-Oh! Online 2. Beziehungsweise stimmt gar nicht, mit Yu-Gi-Oh! Online 3 sogar. Und, aber auch Naruto. Ultimate Ninja Storm Reihe. Und einfach online gezockt hatte und, ja, mitunter auch gegen Mitglieder in der Community. Und sowas will ich gerne wieder ins Leben rufen. Na gut, wir bomben. Und das auch mit Yu-Gi-Oh! So noch ein bisschen dauern wird, bis ich wieder so weit bin. Da dachte ich mir, okay, komm, neues Splatoon-Spiel. Warum nichts, wenn ich sowieso ständig zocke? Warte mal. Und jetzt? Moment, muss mal testen. Warum hat es vorhin jetzt funktioniert? Okay, seltsam. Und da sind wir. Ching, ching, ching. Oh Mann, ey, da kommen die ganzen weiten Wege aus Splatoon 2 für diese Scheiße hier. Und was sehe ich? Überall nur Wüste. Was ist denn hier los, ey? Was ist denn los, ey? Okay. Eine große Stadt offenbar, wa? Splatoon free. Ja, wir haben frei. Wer hört mit? Wer ist dabei? Wer kabelt jetzt die Welle? Oh wei. Surimi Syndicate, für euch und fürs Platzwild. Seid live dabei. Der Nachrichtler ist auf Sendung. Ich freue mich. Wundervoll, wollen wir mal. Überall und nirgendwo. Ai, Makumuri Mantaro. Makumuri Mantaro? Also den Namen. Ein Blick auf die aktuellen Arenen. Was geht ab? Anarchiekampf, okay. Anarchiekampf-Serie ist Herrschaft, sondern das Muschelchaos. Oh. Ich habe meinen Kampf in letzter Sekunde verloren. Ich muss jeden Tag daran denken. Ei, aber wenigstens nicht die ganze Zeit. Wow. Und wenige Sekunden, sie wird den Korb-Trefferquote erfüllt. Was, Eierwürfe? Extra nicht verpassen. Nur was ist denn, Mantro? Der Schreck ist wichtig. Stopp, Klappe, ich weiß, was los ist. Sonst weiß der riesen Elektrowels weg. Schon wieder? Alter. Jedem Kack-Splatoon-Spiel ist der scheiß Elektrowels am Anfang weg. Story-Modus, Freunde, lässt grüßen. Fischeierwagen kamen auf 100 Metern zum Glück immer noch. Hehe. Gar nicht mehr so heiß. Ei, geht's in Elektrowels, Finderlohn? Naja, sowas in der Art. Darauf hat gefallen. Mach Feierabend. Das war's, ihr Schurke. Dann denkt dran, jetzt und heute. Macht Beute, Leute. Die Sprüche, ey. 3 Generationen Splatoons und sind immer noch nicht besser geworden. Willkommen Splatswill. Schön, dass du hier bist. Nirgends geht es heißer zu. Wer sich hier nicht blicken lässt, hat nichts zu zeigen. Um es hier in die Spitze zu schaffen, musst du schon echt spritzig sein. Spritzig werden, aber wie? Na ganz einfach. In Online-Kämpfen. Die findest du in der Lobby. Wenn du fleißig bei Kämpfen mitmachst, bist du bald hier prominent. Krieg ich eine extra Showtime bei Vox? Moment mal, da drüben. Na schau schon, da links. Du läufst aber ganz schön aus einem Gulli. Man so ein Splats viel Gäste empfängt. Ja, das wird wohl eben wie bei Splatoon 1 und 2 sein, dass man hier halt auch den Story-Modus machen kann. Der zwar ganz interessant ist, den ich auch offline, sprich offscreen für mich selber zocken werde.
aber hier im Let's Play nicht zeigen werde. Warum? Erstens, das hier ist ein Let's Play online, sprich es hat nichts mit der Story zu tun, weil die online gar nicht existiert. Zweitens würde ich dann, wenn schon, die ganze Serie Story-Modus zocken, weil es ja zumindest bei Splatoon 1 und 2 aufeinander aufgebaut hat. Sprich, ich würde erst einmal Story-Modus von Splatoon 1 zocken, dann den von Splatoon 2 und erst dann den von Splatoon 3 hier. Das könnte mal noch kommen, aber erst später. Das kommt nicht von den Glotz, wenn du magst. Naja, mache dann schon. Okay, zurück zum... warum ging's? Achso, ja, um die Hauptsache hier. Kämpfe. Also kämpfen willst, dann ab in die Lobby oder such den Gulliglotzer, wie du willst. Gulliglotzer. Mit der Stärke auf Stufe 1, Alter. War Stufe 57 Stern. Das ist bitter. Okay, erstmal muss ich eine Scheiße einstellen. Warte mal. Tischhandel-Modus. Wenn ich noch wüsste, wie ich das in Splatoon 2 korrekt eingestellt hatte. Hat einfach die immer ausgestellt. Ja. Eventuell noch die Empfindlichkeit einstellen, wenn sie mehr zu mir passt. Das kann ich auch offscreen machen. Wenn sie nicht zu lange dauert. Let's Play Jungspund Player. Player? Ach komm schon, ich habe Splatoon 2 gespielt. Wieso habe ich hier nichts anderes? Menno. Klar. Wieso steht hier noch Player? Was anderes einsteigen oder so? Rang 1. Mühlchaos, Salmon ran, Anarchiekampf. Wieso heißt sie überhaupt Anarchiekampf und nicht mehr Herrscher? Rangkämpfe. Naja, werden wir schon herausfinden. Also, Leute. Wieso überhaupt diese erste Folge mit dem ganzen Tutorial und so weiter und so fort? Ich will in den nächsten Folgen eigentlich vor allem die Rangkämpfe oder wie es halt hier heißt, Anarchiekämpfe machen. Und natürlich auch Splatfest, ist klar. Jetzt aber erste Folge und so, dann mir komm, kannst trotzdem mal Revierkampf zeigen, schon von Level 1 her und so, ist klar. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt mal. Trotzdem erstmal noch zum Waffenladen gehen, weil ich hätte eine andere Waffe. Es geht. Oh, ja, wenn Lobby im Programm ist, über 2 bis. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es so sehr, Mann. Wo sind meine Geil? Ich hoffe einfach nur, dass. Man kann ja ziemlich sicher auch wieder Dinge upgraden. Schon gesehen, wa? Ja, hier Effekte. Das sind halt so Effekte, die man auf Waffen. Man kann sie auf die Rüstung und so legen. Und ich sehe ein paar Bekannte, ich sehe aber auch Unbekannte. Und ich hoffe, weil das finde ich ist der große. Yeah, Tintenwischen ist schon wieder da. Geil. Langsame Fortbewegung in Schwimmform, dafür in einer Tinte schwimmend fast unsichtbar. Der ist geil. Ja, Splatoon 2 gab es ähnliche, ich glaube alle sogar fast die gleichen Effekte. Der ist neu. Auf alle Fälle, ein Effekt, der später dazu kam, den ich gehasst habe, die Verstärkung der Hauptwaffe. Das finde ich hat den Spaß für mich persönlich bei Splatoon 2 ziemlich rausgenommen. Aber ist ein anderes Thema, ist mein persönlicher Geschmack halt. Okay, bringt nichts, wir müssen kämpfen, Freunde. Kämpfen, kämpfen. Also, Lobby, komm. Und dann mal gucken. Ja, eben das, die Hauptwaffe einfach aufstärken und so. Nicht meins, muss ich zugeben, nicht meins. Aber hey, ist wie es ist. Community-Richtlinien, ja, ist ja gut. Kann ich mal ganz kurz nochmal gucken. Kampfmenü. Standardkampf. Revierkampf. Ne, warte mal. Kann ich ganz kurz noch was einstellen. Anpassen. So. Das will aber nur ein Junior-Kleck. Alter, aber nix. Nein, der muss mit der scheiß Waffe antreten. Ich hasse den Kleckser. Ja gut, geht ja nicht anders. Kannst du mir irgendwie helfen, Kumpel? Komm schon, Boni. Gib mal Boni. Neuling? Alter, ich hab's. 1000 Stunden bei Splatoon 2, da bin ich Neuling. Mhm. Da bin ich 200 oder 300 Stunden noch bei Splatoon 1, aber das ist ein anderes Thema. Sag mal, aber irgendwie. Meinen Namen anstellen kann ich hier nicht, oder? Habe ich das gerade übersehen? Warum steht noch Player? Warum Player? Ich bin ja gar kein Player.
Zufall bringt mir auch viel. Minus? Ah, Fotos, nee. Ja gut, dann legen wir mal los, komm. Was soll's. Ups. Nein, ich sei jetzt mit L. Was ich aber cool finde, das aber schon mal der Global Splatfest Demo erwähnt. Oh, da hat der Ruckel. Oh, ich habe den Schild, ja super. Der Kampf beginnt. Dass man hier jetzt nicht mal ewig warten muss, ist bei Splatoon 2, was man halt. Ja, währenddessen halt auch ein bisschen was machen kann. Steht echt noch Player drauf bei mir, Alter. So der Hinweis, ist ein kompletter Anfänger, Noob bin oder was? Also jetzt in dem Spiel. Diese Revierkampf heißt, es geht nur ums Einfärben, ne? War das nicht die Arena? Die im Wasser versinkt? Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, ob sie irgendwie die Farben noch wegspült. Weil man halt auf gewisse Farben nicht mehr rankam. Gewisse Flächen natürlich, Entschuldigung. Was? Hä? Was? Warum? Ja, danke für nix. Hä? Tolle Kämpfe, ja, scheiße. Michael wie immer natürlich. Hä? Ganz ehrlich, dass man rausfliegt, wenn ein oder mehr Spieler das Spiel verlassen, ist neu. Weil früher waren halt einfach weniger Kämpfe drin. Fertig, es ging trotzdem weiter. Das ist Krieg. Ganz ehrlich, wenn du irgendwie, weiß nicht, irgendwo einfällst oder irgendwie verteidigen willst und so, ein paar krepieren drauf bist und der Letzte, der verteidigt, kannst du auch nicht einfach sagen, okay, ist vorbei, ich gehe nach Hause. Wird trotzdem weiter gecatcht. Also, ich stelle mir gerade vor, in so einem Spiel wie, keine Ahnung, COD oder sonst irgendwas. Sonstigen Shooter. Ist irgendwie ein bisschen buggy heute gerade, wa? Kann das sein? Super. Das ist ein grandioser erster Part, muss ich schon mal sagen. Man keinen besseren aussuchen können. Super. Aber die Folge muss morgen live. Kann ich mal ganz kurz erzählen, während wir hier warten. Dankeschön. Ja, genau jetzt, das ist klar. So. Der vielleicht mal so weit spielt, dass er Stufe 2 erreicht in der Folge. Wäre vielleicht mal ganz nett. Nimm der richtige Name. Und los geht's! Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Mein Plan ist ja, in dieser Let's Play Online-Reihe, dass Folgen immer jeweils. Jetzt wieder ein Spieler. Jetzt der raus ist einfach draufgegangen. Okay, ist draufgegangen. Dass neue Folgen jeweils freitags. Das war peinlich. Jeweils freitags kommen. Eine Folge jeweils freitags. Zumindest vorerst. Natürlich bei Splatfest ein bisschen was anderes. Denke ich eher daran, dass es dann stattdessen sonntags kommt, weil ich halt Samstag von mir aufnehmen werde. Das Ganze wird dann halt zeigen, wenn es dann mal soweit ist. Natürlich. Aber so hat es früher auch gehandhabt. Quasi eine Folge pro Woche. Sind die abgehauen? Ja, da hatte ich ihn schon so schnell. War jetzt gerade ein bisschen creepy. Nein! Oh. Aber knapp. Nein. Der ist da oben.
Das ist cool. Wasserspiegelfeld. Oh, das könnte gleich kacke werden. Wirkt trotzdem bisher eigentlich ganz flüssig von dem her. Das Shield bewirkt ja, dass niemand hier rein kann, beziehungsweise nicht schießen kann. Rein können sie schon. Natürlich auch die Gegner. Wer hat da geschossen, Mann? Ich sehe schon, da ist der heiße Sheet hier. Wow! Alter! Da ist einer hinter mir! Kann der sich her? Schon wieder! Wo ist denn der? Schwein gehabt. Klecksbomben for the win! Oh Mann, ey. So. Oh, okay. Pack hoch 2. Ja, quadratische Kacke sind die beste Kacke. Ja, ihr habt gewonnen, schön. Feiert euch. Super Sprungziel, Abschluss, okay. Yeah, Stufe 2 erhalten, geil. Anpassen, weiterkämpfen, ja, danke. Achso, nee, warte mal. Nein, er wollte... Fuck. Hier raus. Aufhören geht ihm noch nicht, wa? Also quasi jetzt hier wieder abbrechen. Ne, ich glaube, das geht nicht. Ja, Tinten entfernen, das bringt mir viel. Ja, wir sollen eine neue Waffe kaufen gehen. Dankeschön, der Kampf beginnt. Oder auch nicht, weil er glaube nicht mehr reagiert. Ah, jetzt. Okay, haben wir einfach ein neues Elixier. Ja, gut von mir aus. Und... So, wir sind noch Revierkampf, Freunde. Alle schön einfärben. Scheiß Sprenkler. Ich bin erledigt, Freunde. Es tut mir leid. Ihr müsst ohne mich auskommen. Was? Wieso ist der hier? Oh, wieso gibt's denn die Scheißwaffe noch? Was ist los? Oh! Das ist doch kein Kampf, das ist Krieg, Freunde. Krieg, das ist nichts anderes als Krieg. Jetzt haben wir mal richtig zersplittert, hey. Muss in die rein, komm schon. Hä? Hey, haben wir jetzt wieder... Wie denn das? Hat nach oben geschossen? Schon ein bisschen peinlich. Ja, wie gesagt, das haben wir gerade sehr schön gesehen. Rein kommen sie natürlich. Alter Schwede.
Gut, dauert es nicht mehr lange. Dann haben wir das. Lalalala. Das Chaos hinter uns gebracht. Mist, falsches Timing. Hä, was ist das denn? Neuer Blaster? Turblaster. Die Namen sind nicht neu, aber irgendwie sieht die Waffe ein bisschen anders aus. Und klingt anders. Mann! Der Scheißsprung funktioniert auch nicht mehr. Funktioniert eigentlich schon, aber irgendwie mache ich gerade alles falsch, was irgendwo falsch geht. Einmal. Der ist schon wieder da. Also keine Hobbys, Alter. Ja, danke schön, kommt nur der andere von hinten, ey. Die habe ich am liebsten. Die von hinten. Was? Alter. Das ist vernichtend. Casual-Held der Welt. Jax. Mhm. Ihr mich auch. Ihr mich auch. So. Das war alles nur zum Aufwärmen, Freunde. Das war alles nur, um sie in die Irre zu führen. So. Beenden. Danke. Bitte warten. Bitte warten Sie. Jo, wir müssen direkt tun, Freunde. Das heißt, wir gehen zu Arti. Ich brauche dringend neue Waffen. Alter Schwede. Nette Gold-Arti-Card. Oh ne, früher konnte man... Oh, jetzt muss das mit Arti-Karten machen. Trizuka. Spötter mögen dieses Set schlicht und simpel schimpfen, doch manchmal ist einfach eben einfach gut. Der Klecksroller, yeah, mein Roller! Ah nein, wieder dieser Scheiß. Gibt's irgendwie das Racing gar nicht mehr? Ja, wie ich es immer schön, so schön genannt habe. Die Curling-Bombe, ja, die geht natürlich immer noch. Ein Kugelschild, ja, super. Ja, für Sniper. Tintegrator, Preis auf warte mal. Es gibt silberne und goldene Kanne. Golden könnte ich jetzt ja eigentlich schon direkt machen, weil die habe ich ja eigentlich. Ups. Alles Klamotten, super. Ah, hier kann ich noch mit Geld kaufen, aber hier nicht mehr. Dankeschön. Also, dann mache ich erstmal das hier. Warte, einen Klecksroller. So. Wobei. Wo sehe ich denn überhaupt, wie viel Gold kann ich haben? Ist da oben nur die Silberkarten? Hä, wo sind die Gold? Ich sehe nichts. Das ist Stufe 4, ja. Ja, ist klar. Das alles. Irgendwie was Geiles. Nee, Stufe 30. Okay. Natürlich Waffen, die wir alle dann mit dem späteren Verlauf der nächsten Folgen noch angucken werden. Was zum? Stufe 4 ist klar, Mann. Ja, ihr habt's verstanden, ich bin scheiße. Ah, kann ich jetzt die Gold, aber eben, ich sehe gar nicht, wo die Goldkarten überhaupt sind. Das ist sonst noch etwas für mich. Der Tree Stringer, weil ich nochmal zum Testen, weil ich damals im Splatfest ein bisschen verkackt habe. Der Vicious Platana. Ja, komm. Denk einfach mal. Du hast noch 2 Stück. Boah, krass, Alter. Ja, ich weiß. So, Freunde. Ist die erste Folge, deswegen mache ich die ein bisschen länger. Trotzdem haben wir Rang B minus 100 Punkte. Ziel 51 Punkte, okay. Also Klamotten geht alles noch nichts, wie ich es gerade sehe. Ich habe noch eine Standard doofen Klamotten. Super, wir legen trotzdem los. Nicht so. Sondern so.
glaube, online fahren können noch nicht, weil. Also, doch, online quatschen wir natürlich mit Anarchiekämpfen, wie es jetzt hier heißt. Geht ja später, oder? Ne, ihr könnt auch schon. Okay. Ja, das werden wir natürlich dann vor allem in der nächsten Folge machen, Freunde. Jetzt halt, erste Folge ist, glaube ich, mal zum Vorführen den Revierkampf oder Standardkampf halt. In den nächsten Folgen aber dann andere Modi. Die Modi halt sicher, sag ich jetzt mal, am interessantesten sind. Ah, der Kampf beginnt super. Mein Lieblingsroller. Und dann werde ich halt parallel, wie schon erwähnt, offscreen noch ein bisschen Story-Modus machen. Ich hoffe, dass es wie ähnlich wie bei Splatoon 2 noch die Heldenwaffen gibt. Und das ist dann später mehr. Die Heldenvarianten normalen Waffen. So. Ja, so kann ich das. Gegenseitiges Auslöschen. Okay. Haben wir wieder ihres Besserer-Teams erwischt. Ja, wir verlieren gerade ein bisschen viel. Sehe ich gerade. Naja. Keine Tinte mehr. Könnt ihr bitte mal erledigen, Leute? Dankeschön. Hä? Hat er eigentlich voll erwischt. Trotzdem hat's nichts gebracht. Was zum... Gleichen Scheiß, wie ich gemacht habe. Das fand ich jetzt fies. Wie sieht die Karte aus? Ja, geht so. Mal schnell zum Teamkollegen. Yippie! So. Und schön überrollen, du, 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 du. Ja, so lieb ich das, der Roller ist geil, Mann. Geil, Mann. Ich lieb den Roller, denn er ist geil, Mann. Du, du, damit geh ich richtig steil, Mann. Du, 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 du. Seht ihr, wo ich bin, Freunde? Seht ihr? Seht ihr's? Und 2 Stück erledigt. Yeah, Mann, ich dreh auf. Ich geb Gas, ich hab Spaß. Juhu. Anderle, anderle! Der ist down, Mann. Der ist auch down, Mann. Ich würde sagen, perfekter Abschluss für die erste Folge vom Let's Play Online zu Splatoon 3. Keine Sorge, Freunde. Davon gibt's noch viel, viel mehr. Yeah, Michael, yeah! Jo, was geht ab? Wir kämpfen die ganze Nacht. Nee, stimmt nicht. Ich muss leider aufhören, weil die Folge soll ja morgen noch ungefähr noch rauskommen. Muss erst noch schneiden, encodieren, hochladen. Das wird nochmal ein Spaß für sich. Oh, neue Effekte. Scheiß Effekte. Lecco mio, hey. Okay, das müssen wir in der nächsten Folge angucken. Aber, was schau Stufe 4 mal vorbei. Okay. Also, für mich geht es hier munter, flockig weiter. Wie bereits erwähnt, werde ich auch den Story-Modus offscreen zocken. Und dann je nachdem, wenn es irgendwelche neue Waffen gibt und so, das in den nächsten Folgen noch präsentieren. Generell geht es
Let's Play Online in Folgen von Splatoon 3 hatten wir so eben vor allem Splatfest, aber natürlich auch eine normale Anarchie, wie sie heißt, oder Herrschaft-Modus, um das Ziel der Besten zu werden und einfach möglichst hoch zu kommen vom Level her. Aber natürlich auch möglichst viele Waffen zu testen, ausprobieren, etc. etc. Also nicht immer hier ein Roller, das natürlich nicht. Nehmen auch andere Waffen und vielleicht sogar eine neue Lieblingswaffe für mich zu finden. Auch in Splatoon 2 war es zwar lange Zeit der Roller, mitunter aber auch mit dem Schwapper, große Freude. Manchmal sogar mit dem Sniper. Ich glaube, mit den Snipern sehr, sehr gut war. War zwar eher der seltene Fall, aber trotzdem. Und, jo. An der Stelle mal, danke fürs Zusehen und bis nächste Woche wieder, zur nächsten Folge von Splatoon 3 Online-Modus. Oh yeah. Bis dahin. Ciao zusammen.